Ich war nicht weit genug weg. Das Problem ist jetzt halt, ne? Dass ich halt hier nicht wirklich reparieren kann. Ne, jetzt habe ich schon... Ach, das flieht noch. Ah, guck mal! Oh, shit! Ah, bleib stehen, bleib stehen! Oh, ihr Leid! Egal, ich komm mal so hin. Yay, Baby! Ich brauche Hera... Fuck. So. Guten Tag, ihr Leid. Zum 5. Mo, glaube ich. Wer die letzte Folge geguckt hat, die ich natürlich jedem empfehlen wird wissen, was wir machen. Wir gehen jetzt nochmal auf den Untiefen der Riesenplanete und versuche jetzt noch einmal in die Statue darin zu kommen. Anzug wird gleich angezogen, dann vergesse ich nicht mehr. Wir gucken da nochmal kurz nach. Oh, was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist Untiefen der Riesen. Einträge ansehen. Ah, das ist so interessant. Das wusste ich gar nicht. Gabbros-Insel, die Statueninsel. Hier gibt es noch mehr zu entdecken. Sonde mit großer Reichweite. Ja, nee, ich will auf die Statueninsel. So. Früchtemodus. Ach so. Ich hoffe jetzt, dass das ja mehr oder weniger gespeichert hat. Ja, ich habe jetzt natürlich neu angefangen, nur dem Ende. So, ihr Leid. Auf geht's. Statueninsel 10,6 Kilometer und Abflug. So, hier will ich. So, linker Stick, Autopilot. Dass ich mich faul bin, muss man ja dazu sagen, ne? So. Guck mal, das, was da drumherum fliegt, ne? Das ist ein Teil von dieser Orbitalkanone, wo sie ja gesagt hat. Aber jetzt weiß ich halt nicht, ich hoffe natürlich, dass man jetzt halt auf der richtige. Ist das da? Ah, ne, das ist mein Steuerkreuz. So will ich halt schon hin, ne? So, jetzt müsste der Autopilot gleich aufhören. Yep, dann gehe ich in den Landungsmodus. So. Und gehe da runter. Und bin im Wasser. So. Und. Bisschen umgucke. Das Problem ist jetzt halt. Ah ja, da. Statueninsel. Da unten will ich hier. Also ich bin jetzt außerhalb da, guck. Ah, so kann man sich schon deutlich besser orientieren, weil man mal erkennt, wo man überhaupt hin will, ne? Okay, da ist mal gleich ein Zyklo. So, wo war dann die Insel? Die war doch da bei. Hab ich doch gesehen. Nee, warte mal. Statueninsel. Okay. Moment. Statueninsel? Ja, aber wo bin ich denn jetzt? Ah. Alter, was geht denn hier? Okay. Ja! Fug! Aua! Ah! Shit! Ich würde gern da landen, ja. Ist das nicht gut gelandet? Doch, oder? Nicht sicher, ob das gut gelandet ist. Ich finde eigentlich schon, dass es ziemlich gut gelandet ist. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wo da das Problem gerade ist. Okay, dieses Schiff reparieren. Hopp. Sag mal her, kennen wir schon irgendwie. Was? Das ist das Schreien. So, Landegestell repariert. Autopilot, wichtig. Wichtigster Mann an Bord, repariert. Irgendwas gedrückt halten. Cockpit, repariert. Schiff, 6 Meter, repariert. Hoppala. Ja, das ist schon in Ordnung. Bin ich. Ich muss jetzt nur irgendwie einen Weg finden, irgendwie da nicht zu kommen. Ah, da hätte ich landen sollen. Ja, was ist denn da eben los? Hallo? Ja, vielleicht hätte man da besser landen können. Aber
Hier geht's auch entlang. So. Eigentlich sind wir... Ah, nur da. Hallo. Kann ich da irgendwie noch was machen am Schiff? Nö, ist schon in Ordnung so. Ich glaube, da über war ich noch nicht, oder? Hopp. Was ist der? Will ich da was kaputt machen? Nein. Also im Sinne von komme ich da irgendwie... Ah, guck mal, da komme ich aber hoch, ne? Ja. Okay, da sind die Dinger ausgeschaltet. Wo muss ich jetzt da... Okay. Alter Schwede, Jungs. Das ist ja mal krass hier. Ich hoffe, dass ich immer noch auf der richtig Insel bin. Bäume entdeckt, das ist schon mal gut. Okay, wir sind zumindest mal in der Ruine. Das ist jetzt aber nicht die Ruine-Insel, wo ich sowieso schon 100 Mal war. Doch, ist es. Ja. Statue-Insel 64 Meter. Oh, dann gehen wir mal da hin, ne? Wenn der das sagt, dann sind wir da. Oder ist da oben einfach die Statue? Oder ich sag da oben. Wie soll ich denn da raufkommen, Junge? Hä? Bin ich veräpple oder was? Hä? Wer veräppelt mich? Bäume entdeckt. Waren wir doch nicht schon mal? Ich glaube schon. Was passiert, wenn ich auf das Ding da drauf hab's? Nix. Statuen. Muss ich an mein Raumschiff gehen, um dort Draht zu kommen? Aber. So, meine Idee war ja, dass ich so ins Wasser hupsche. Wollen wir mal ins Wasser hupschen? Und das ist hier ist gerade nicht so gut. Wir kommen hier halt nicht runter, ne? Und da steht, dass es ein anderer Weg gibt. Ein gefährlicherer Weg. Waren wir ja gestern schon. Aber wie sieht der gefährlichere Weg aus? Weiß ich nicht. Das Ding ist halt, ne, ich traue mich halt auch gar nicht so richtig, mich umzugucken, weil ich halt weiß, dass es halt dieses blöde Zeitlimit gibt. So. Von jetzt mal mega gut geparktes Schiff. Alter, ich bin wie der Spider-Man hier. Ach, guck mal. Mann, warum ist mir das vorhin nicht aufgefallen? Mann, hey, Statuenwerkstatt. Wow. Schiffslog aktualisiert. ich bin. Oh, da ist die Statue. Hallo. Kann ich dir helfen? Oh shit. Oh shit, das sieht schon mal nicht gut aus hier. Ich glaube, ich sollte zum Schiff. Oh shit. Hilfe. Ah. So. Wo will ich hin? So. So, nun. Jawohl. Nee, jetzt doch noch. Au. Ah, ey, egal, aber ich bin da. Ah, shit. Ah, Mann, ey. Okay. Aber die Idee war nicht schlecht, oder? Die Idee war schon verdammt gut. Das Problem bei mir hängt halt immer noch an der Navigation. Die ist halt, ne, also Autopilot schön gut, aber sobald du dann über den Kopf steuern musst und 3-mal rumdrehen und 5-mal im Kreis, dann hört es halt bei mir auf. Ist halt auch nix, ne, dann ist das alles auch noch so sensibel und das ist halt nix für mich irgendwie eigentlich. Aber lassen wir uns so nicht unerkriegen. Immer schön der Azurazzi. So, wir gucken mal, was Neues gibt. Ne? Ja, nix, oder wie? Doch, doch. Ja. So.
Statuen-Insel. Ich fand eine Nummer-Statue am Strand. Sie sieht genauso aus wie die in unserer... Ach, mach Sache. So weit war ich dann auch schon. Die Werkstatt. Okay, aber ich weiß halt noch immer nicht... Ey, das ist auch irgendwie dumm, ne? Auf der Karte tut man den Text scrollen mit dem rechten Stick. Wenn du aber den Text untersuchen tust, so No-My-Text, dann tust du scrollen mit dem Steuerkreuz. Ey, da wärst du halt dumm im Kopf. So, das ist hier... Naja. So, das war's eigentlich soweit. Jetzt, pass auf. So ist das besser. So haben wir ja gefunden gehabt, das ist der Sanduhrplanet da war ich drauf und da war ich auch schon relativ weit drin. Bröckliger Krater. Am Südpol vom Bröckliger Krater soll irgendwas sein. Das ist der Eindringling. Einträge ansehen, was ist das? Ach so. So, jetzt pass auf. Was ist denn das so? Phantommond. Einträge ansehen. Aha. Machen wir da weiter? Das ist Holzkamin. Nee, der Domain ist natürlich, kann ich. Sollen wir da weitermachen bei dem, oder? Das Ding ist halt einfach, ich bin hier noch voll im Entdeckermodus sowas und ich will jetzt mich nicht auf Planet versteifen und dann bis zum Erbrechen durchgehe oder fertig mache sowas. Ich würde halt gern... Warte mal. Fertigungsanlage, das ist aber wieder was anderes. Mich doch nett. Rettungskapsel 1. Zuflucht, da will ich hin. So. Ich will einfach jetzt mal ein bisschen da hinfliehen, ein bisschen dort hinfliehen, da ein bisschen was weitermachen, sowas. Also, ne, so hätte ich das halt gern. Auf geht's. Rettungskapsel. Ups. Ein bisschen. Linker Stick. Autopilot. Och nö. Ja, ihr Leid. Ich weiß mittlerweile, was los ist. Ist ja gut. Guck mal hier. Zack. Jetzt so auch noch was. Was ist denn da? Ja, jetzt hier. So. Okay. Noch was? Ne, anschnallen. Hallo? Abhebe bitte. Geht nicht. Wieso brennt denn du eigentlich? Okay. Ja, ich war nicht weit genug weg. Das Problem ist jetzt halt, ne? Dass ich halt hier nicht wirklich reparieren kann. Ne, jetzt habe ich schon... Ach, das flieht noch. Ah, guck mal! Oh, shit! Bleib schnell, bleib schnell! Oh, ihr Leid! Egal, ich komm mal so hin. Yay, Baby! Ich brauche Hera... Fuck. Sorry, leider. Ja, wir brauchen schon Raumschiffe. Das war lustig. Okay, noch einmal, sorry. Ich hab quasi das Raumschiff als Skateboard benutzt und habe mich drauf gestellt und bin damit in den Weltraum geflogen. Das ist aber eine Kacke gewesen. So, hier, hopp auf. Falsch. So, haben wir das noch ingeloggt? Rettungsding, ja, okay. So, okay. Alles klar, ihr Leid. Guck, so sieht's nämlich aus. Ich muss weit genug von meinem Planeten wegfliehen. So.
Jetzt hoffe ich, dass der Autopilot schneller zündet. So, jetzt hat. Also das Problem war, ich war noch in der Anziehungskraft von meinem Heimatplaneten. Deswegen hat es mich wieder zurückgezogen, weil ich nicht weit genug hochgeflogen bin. So, wir wollen an der... Eigentlich wollen wir sogar genau da hin. Ich will Ammo gescheit die Landung hinkriegen. Ammo nur. Oh, ey, geil, oder? Ey, das ist ja hier, also das ist ja wie eine Feder. Wie eine Feta-Käse bin ich gelandet. So. Ah ja, warte mal. So war das irgendwie, gell? Wo ist das Notsignal? Findet man da noch irgendwas? Ah ja, da war dann das mit dem... Wo kann ich irgendwo hingehen, glaube ich? Oder nicht? Da war das mit dem schwarzen Loch, was da neben ist. So. Was ist da oben los? So. Ja. Da war das mit dem schwarzen Loch. Wo sie gesagt haben, hier, pass aber ein bisschen Obacht, ne? So, jetzt pass auf. Was jetzt nämlich Obacht? So. Das Problem an dem schwarzen Loch ist halt... Oh, warte mal. Ich hab doch irgendwo Taschenlampe. Oh, guck mal da. So weit bin ich letztens nicht gekommen. So, guck mal da. Das ist immer praktisch dann. Hier, bitte untersuche. So. Blume. Übrigens, denke daran, nicht zu weit weg zu wandern. Das Gebiet ist zwar recht instabil, aber noch sicherer als alle anderen Gebiete, die wir bisher gefunden haben. Ah, warte mal, es geht noch weiter. Ja, jo, will ich übersetzen, Modul. Das temporäre Lager ist fertig. Passt aber weiterhin auf Felsstürze und Staubstimme von Meteoritenschlägen auf. So, das ist also so das temporäre Lager, was sie so ingerichtet haben. Wow. Also, ernsthaft jetzt? Wow, krasses Ding. So, aufpasse. Da kann hier alles zusammenbrechen, weil die Dinger sind nämlich ziemlich kaputt gehen. Gehen wir weiter hoch, da an die Schrift. Die Schrift untersuchen, ne? In Anbetracht der unsicheren Lage unserer Siedlung sollten wir vielleicht eine neue, dauerhafte Zuflucht errichten. Aber wo? Ich kann mir vorstellen, wo ungefähr. Wir müssen in der Nähe der Rettungskapsel bleiben, damit Felix weiterhin eintreffende Nachrichten empfangen kann. Unsere Rettung ist ausgeschlossen, wenn wir nicht auf Nachrichten reagieren können. Da hat er wohl recht. Ich bezweifle, dass uns irgendjemand retten wird, Thatch. Wir müssen uns nun selbst retten. Aber warte mal, es geht noch weiter. Ich stimme zu. Wir sind hier, weil uns das Signal des Auges hergerufen hat und wir dem Ruf gefolgt sind. Wollen wir es finden, dürfen wir nicht nur überleben, sondern müssen uns auch der Situation anpassen. Ein weiser Einwurf, Blume, und sehr eloquent vorgetragen. Sollte uns die Umsiedlung zum nördlichen Gletscher besser schützen, dann werden wir das tun. Ich meine, wir sollten uns zum nördlichen Gletscher umsiedeln. Okay. Was wäre, wenn wir mit den Gravitationskristallen einen stabilen Pfad aufbauen? Ja, was wäre denn damit? Weiterhin unterirdisch zu bauen, würde uns vor der Eruption des Vulkanmonds beschützen. Ah, ja, okay. Da! Junge, mach mal keine Angst. Ah, ich verstehe. Hey, geil, hey, guck dir das an. Besser, glaube ich. Was ist mit dir denn da? Also pass auf. Ja, ich verstehe schon, ne? Und ja, da gehen wir jetzt auch gleich hin. Aber da Ive, wo wir eine Weile waren, oh, da war so ein Zimmer in der Mitte. Da guck, da will ich hin. Ich muss ja gucken, vielleicht, dass ich irgendwo Sauerstoff oder sowas vielleicht finde.
Was ist denn das dort zum Beispiel? Kann ich das so nennen? Weiß nicht. Diese Informationen sind äußerst wichtig und wertvoll. Hier befindet sich alles Wissen über das Signal, das wir an Bord unseres Gefährts aufgefangen haben. Das Signal war älter als das Universum selbst. Das ist das wichtigste Detail. Kein Nomai-Clan hat bisher etwas derartiges erlebt. Wie kann irgendetwas in diesem Universum älter sein als das Universum selbst, indem es von außerhalb kommt? Ja, aber... Ja doch. Man stelle sich nur das Wissen vor, das es einem vermitteln kann. Wir müssen das Auge des Universums finden. Das Signal sah aus wie ein Auge, rund mit einem Kreis in der Mitte, der wie eine Pupille aussah. Man könnte meinen, dass das Signal noch etwas Ausschau hält. So. Nee. Oder kann ich das so? Nee, ich will doch. So. Also, das hier wollte ich haben. Wie ist eigentlich die Schwerkraft hier? 1,0. So, jetzt gehen wir doch hier, ihr Leid. Ja, wartet doch. Aber eigentlich kennt man uns auch noch da unten ein bisschen umgucken. Ja. Einfach, weil wir es kennen. Ne? Ich weiß halt nicht, wo wir herkommen. Ich habe Angst, dass die Brücke doch irgendwann zusammenbreche. Ja. So, guck. Blume. Mein Bruder war nicht mit uns in der Rettungskapsel 1. War ja in Rettungskapsel 2 oder 3? Konnte er überhaupt in eine Rettungskapsel gelangen? Wir haben zu viel geopfert, um hierher zu kommen. Ich werde nicht zulassen, dass die großen Verluste unseres Clans vergebens waren. Ah, guck mal da. Das habe ich gesucht. Sehr schön. Okay, da müsste ich rauskommen. Kann ich da einfach draufhupsen und dann geht die Wand runter oder so? Mal Idee gewesen, ne? Schade, leider nicht. Ja. Eine 1. Hier ist gerade was abgestürzt. Wie sind wir denn hier jetzt? Ich wieder runter. Ah, guck mal, der war mal innen, jetzt sind wir außen. Ne? Hier sind Bilder oder so. Ah, ist das wieder das Mittelding, wo wir mal waren? Aber da sind Bilder, die will ich mal auf alle Fälle angucken. Das scheint wohl die Rettungskapsel zu sein. Das ist das Auge, das ist die Rettungskapsel. Ach, guck mal, dann ist da so eine Wurzel gekommen und hat die Rettungskapsel gefangen. Und irgendwie ingesperrt oder so? Verstehe ich nicht. Warum stützt das Gefährt an diesem Orbit ab? Wir sind gewarpt, um dem merkwürdigen Signal vom Auge des Universums nachzugehen. Wir kamen am falschen Ort an. Den wollten wir gar nicht. Fühlte sich das Gefährt vielleicht nicht wohl? Ah, da unten geht's noch weiter. Sorry, wir machen doch mal weiter. Fühlte sich das Gefährt nicht wohl? Nein, Anona. Anona und ich haben alles vor dem Warp überprüft und sowohl den Warp-Scanner als auch die Navigationssysteme fühlten sich sehr wohl. Okay. Möglich war es kein Problem mit dem Gefährt, sondern mit dem Ziel. Macht mir große Sorgen um unsere Freunde in der Rettungskapsel 3. Was war das für ein Geräusch? Und irgendwas so. Piu, piu. Das ist nicht gut. Das ist... Sehe ich das richtig, dass das schwarze Loch gerade alles insaugt? Wir müssen doch lieber. Komm ich doch lieber. So, schnell doch lieber. Bevor es noch weitergeht. Okay, ich hab's verstanden, was los ist. Wir müssen doch lieber. Ich will den Weg da entlang gehen. Das schwarze Loch da unten, das saugt natürlich noch immer alles in. Und deshalb bröckelt hier alles zusammen. Und deshalb will ich jetzt so schnell wie möglich da lieber kommen. Egal, komm her. Wir hören die Notsignale der anderen Rettungskapsel, was mich hoffnungsvoll stimmt. Foley, bist du noch da draußen? Ich weiß nicht, wie ich an diesem Ort ohne dich überleben soll. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich noch ich sein soll. Ich weiß, ich finde deine Weg nicht mehr. Welche? Der Weg mit den blauen Dinger. Okay, ich gehe mal weiter.
habe halt Angst, dass wir jetzt zu lange brauche. Also, das heißt hier Angst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zu lange brauche. So. Okay. Ah, da wollte ich nicht hin. Aber macht nichts. Es ist nämlich gar nicht nur so schlecht. So, hier, guck. Gucke. Ah. So, jetzt hat. Hier kracht also alles zusammen. Ist klar soweit. Das mag ich irgendwie so am liebsten, ne? So Spider-Man-Style rumlatschen. Kann ich eigentlich erinnern. Ich traue mich halt auch nicht zu hupsen oder so, nicht dass so dann irgendwas kaputt, dass ich zu weit wegkomme und die Dinger da nicht mehr wirken. Die Steine, die ziehen uns so an. Nicht dass die dann da nicht mehr wirken. Ja, jetzt ist hier aber eine Ruckel. Okay, hier. So, aber so wacht. Ah, fuck. Tut mir dir leid. Ah. Hä? Wir müssen. Oh, hallo? Linker Stick. Okay. Kann man da vielleicht landen? Wo bist du? Wo drauf? Lande. Ah, okay. Wir stehen irgendwo drauf, aber ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir sind auf jeden Fall im Weltraum. Okay, ich dachte eigentlich, dass wir schon tot sind. Ja, ganz vorsichtig. Es ist halt Schwerkraft 0, ne? Sinajo. Wir können halt uns im Moment nur mit unserer Düse fortbewegen. Problem ist halt. Wir haben halt überhaupt keine Gravitation. Wir bleiben nicht auf dem Brocken da drauf. Gehen wir da nicht, wa? Komm, das kriegen wir hin. Vielleicht hat das Ding ein bisschen Gravitation. Ich habe eigentlich wirklich gedacht, wir sind schon K.O. Das ist doch eigentlich. Weiß nicht, aber ich steuere direkt drauf zu. Jetzt nimm ich. Komm. Sorry, ich kann aber auch nichts sehen. Irgendwas wird da verdeckt. Was ist mit deiner. Ach so, das schwarze Loch. Sorry, ihr Leid, das ist nicht so einfach. Wir sehen's, ne? Ich würde doch schon gern drauf landen. Sieht gut aus. Höher. Höher. Ich will tiefer, tiefer. So, ich bin drauf, aber es ist halt null Schwerkraft. Ne? Keine Ahnung, wo wir hier sind und warum wir hier sind. Ja, was mir jetzt mache, ist, ihr Leid, nichts anderes als unser Tod hinauszögere, ist klar. Aber warum auch nicht, ne? Wir sind halt einfach nur, ne? Sauerstoff geht zur Neige. Solange man das weiße Loch, da, guck mal, wie das die ganz Grafik verzerrt, das ist halt schon richtig krass. So. Das Problem ist halt, dass nichts, wo mir hinfliege, Gravitation hat und wir können da uns nicht festhalten oder so. Drei Minuten Sauerstoff verbleibe. Juli sah nicht mehr viel. Ah, fuck. Sorry. Ihr Leid, das ist halt wirklich. Ja. Ja, ich weiß. Das Problem ist halt. Ich will da in das Loch nehmen, ne?
hoffe, das verstehen. Also was ich vorhab grundsätzlich. So, jetzt einfach Schwebe. Einfach Schwebe und Ziele. Schweben und Zielen. Ah, ich bin drin. Nee, geht nicht. Ist irgendwas. Okay, was ist jetzt los? Sauerstofftank aufgefüllt. Okay, ich habe halt keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ich bin immer noch schwerelos. Und jetzt auf jeden Fall. Endlich. So, Poke. Willkommen auf der Weißlochstation. Falls du nur versehentlich durch das schwarze Loch gefallen bist, keine Sorge, das ist uns allen schon passiert, kann dich dieser Warpturm zurück zum bröckligen Krater bringen. Oh, geil! Deswegen war das... Aber weil weiß, das schwarze Loch wäre schon hingezogen und dann komme ich aus dem weißen Loch raus. Das ist so geil. Kann dich dieser Warpturm zurück zum bröckligen Krater bringen. Okay. Unübersetzte nochmal schreiben. Dann übersetzt doch. Jeder Warpturm ist auf einen bestimmten Himmelskörper ausgerichtet. Der Warp eines Turmes kann nur während des kurzen Zeitfensters verwendet werden. Moment. Wenn der Turm auf seinem entsprechenden Himmelskörper, in diesem Fall im bröckligen Krater, gerichtet ist. Vielleicht mal das so weiter. Wenn du nach oben blickst, während sich die Station dreht, kannst du die Ausrichtung beobachten, wenn sich der Himmelskörper direkt darüber befindet. Ja. Um gewarpt zu werden, musst du während dieser Ausrichtung auf der Warp-Plattform stehen. Ach so, ich stelle mich auf diese Plattform. Also, und dann würde ich da hochgewarpt werden. Wo ist dann diese Plattform? Also, das ist wahrscheinlich die Warp-Plattform. Moment, erstmal. Aufheben, Glutzwilling, Projektionsstein. Wo ist denn die Fassung für das Nin zu machen? Ist da vielleicht? Das ist doch keine Fassung. Muss ich das jetzt wirklich durch Hydra oder kann ich das nicht fallen lassen? So, pass auf. Also wenn der über mir ist, dann muss ich da irgendwo draufstehen oder so. Was ist das? Wäre ich irgendwie hochgezogen. Und da wäre ich wahrscheinlich runtergezogen. Ja. So, ich habe hier zumindest Sauerstoff genug, aber wo ich den Stei machen soll, weiß ich ehrlich gesagt immer noch nicht. Ich habe Angst, da drüber zu laufen. Hä? Ne, das ist die Kuchel da, die ich erfolgreich dahin navigiere. Warte mal. Jetzt dreht sie sich in diese Richtung da. Wenn ich jetzt die Kuchel woanders dahin mache, so irgendwie, ne? Und dann dreht sich das Ding bestimmt anders da oder so. Das Problem ist halt... Geh mal weg da. Blöder Stell. Es gibt hier nur 2 so Dinger, oder was? Da wollte ich eigentlich gar nicht hin, ne? Machen wir nochmal Luna. Nee, Luna. Was? Bin ich jetzt auf dem Wasserdingsbums da? Ich will wieder zurück. Ich hab... Ja, geil. Okay. Ich muss nur ich weiß, was ich mal zu machen habe. Ich muss da eine Stein holen, wo ich da irgendwo hingeschmissen habe. So, Evil Leiter. Jetzt aber beeile. Ich muss wieder hoch. Und da hingehen. So. Jetzt gehen wir da weiter. Mit diesem Stein. Ihr Leid. Okay. Ich hab's verstanden.
Ah, da komme ich her. Was? Okay. Warte mal, das da oben habe ich schon gelesen. Flugzeit, Ankunftszeit, okay. Oh, das habe ich auch noch nicht gelesen. Die hängende Stadt. 50 Meter nach unten. Alles klar. Es geht hoch. Ich will runter. Fallen lassen, Blitzwilling, Projektionsstein. Also, ne, das ist das, was ich in der Hand habe. So. 50 Meter nach unten. So, gut. Na, warte mal. Unübersetzbare Nomai-Schrift. Ah. Also unsere Freunde auf dem bröckligen Krater. Ich warpte soeben von der Weißlochstation hierher. Ich A. Von der anderen Seite des Schwarzen Lochs zum bröckligen Krater. Unsere Entwicklung funktioniert. Wir haben erfolgreiche Warpreisen erfunden. Cool. Ich kann nicht sagen, wie nah ich an Nonas Originalentwurf gekommen bin, aber solange es funktioniert, bin ich überglücklich. Ich wusste, wir können es schaffen. Kassawa, hoffentlich liest du das. Unübersetzte Nomai-Schrift. Übersetzt doch. Moment, das kann nicht stimmen. Clary, siehst du diese Daten? Falls sie stimmen, würden sie das Kausalprinzip verletzen. Unsere Geräte müssen irgendwo einen Fehler haben. Ich kehre zur Weißlochstation zurück. Bringt Root mit, dann können wir gemeinsam eine komplette Diagnose durchführen und das Problem hoffentlich finden. Moment, geht's noch weiter? Sage Kassawa nicht, noch nichts davon. Das sind exorbitante Neuigkeiten. Ich kann es kaum erwarten, den Warpturm zu sehen, obwohl es schon lange her ist, dass ich das letzte Mal durch das schwarze Loch gesprungen bin. So. Boah, kann ich das dann hinmachen? Ja, bitte, 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 bitte. Ja! Cool. Ja, lass mich noch das lesen. Rami und ich haben deine Aufzeichnung überprüft, Poke. Und sie zeigen, dass Nomai sehr kurz vor dem Verlassen der Weißlochstation am Warp-Empfänger des bröckligen Kraters angekommen sind. Nein. So irgendwie. Ich bin mir bewusst, dass es immer verwirrender wird, aber Claire und ich haben die Geräte unzählige Male getestet. Die Ergebnisse sind doch immer dieselben, wenn jemand warpt. Das Intervall ist unglaublich kurz, ungefähr eine 100.000stel Sekunde. Nimmst du an, dass unsere Geräte könnten Zeit nicht präzise in solch kleinen Intervallen erfassen? Unübersetzte Nomai-Schrift. Übersetzt doch. Wie ich bereits Rami mitgeteilt habe, die Messwerte können nicht stimmen. Wie kann ein oder eine Nomai bereits auf dem bröckligen Krater angekommen sein, noch bevor er oder sie in den Teleporter getreten ist? Die Implikationen sind einfach absurd. Zeitreise? Okay, da Pi von der Fehlerhaftigkeit der Messwerte überzeugt ist, will sie mir freundlicherweise dabei helfen, das Phänomen im Hochenergielabor nachzustellen. Wir entwickeln ein Experiment, um weitere Daten zu erfassen. Zu nah am Zielort da. Pi. Es gibt Neuigkeiten. Oak. Das Hochenergielabor befindet sich in einer Schlucht am Äquator auf Flutzwilling. Komm her, so schnell es geht. Das musst du dir ansehen. Ah, da ist noch... Also, es geht darum, hier bei dem Ast, Moment, kann ich einfach hier gehen, ne? Es geht immer noch darum, dass die Messwerte nicht stimmen können, weil das hätte wäre dann Zeitsprung oder sowas. So, Moment. Ich widerspreche nicht. Es würde bedeuten, wir hätten unbeabsichtigt einige fundamentale Gesetze dieses Universums gebrochen. Wir müssten alle unsere Annahmen über die Natur der Zeit neu definieren. Ja, das hoffe ich auch. So. Was ist das da? Kann ich das da wieder rausmachen? Und dann Dublin setzen? Warte mal. Ah, shit. Sorry. Ich dachte, es wäre Bahn. Was ist jetzt? Ich wurde einfach hier gebeamt. Das ist immer geil. So, und kann ich jetzt... Ne, warte mal. Ne, bin ich nett. Ich bin immer noch... Oder? Wo bin ich hier? Hä? Ich bin mir nicht ganz sicher, ist es... Hä? Nee, das ist schon noch... Wir sind schon noch in der Ruine, wo wir waren. Okay.
ich mach den nochmal raus. Ey, der sieht jetzt halt anders aus, oder? Ich mach den nochmal hin. Oh. Ich kann damit ganz kurz anders da hier gucken. So. Boom. Ach so, ja, stimmt. Wir hatten ja das Problem, was wir jetzt. Wir sind eigentlich hier auf dem Planeten gestrandet, ne? Aber zumindest haben wir ja Schwerkraft, aber halt, wie man sieht, ich habe kein Fuel mehr. Wo gab's da ohne. Oh Jesus. Das ist wieder die fies Musik, oder? Ah, guck, die Bäume sind tot. Das sind, glaube ich, gar keine Bäume. Ich muss mal eine overbeamen. Das geht nicht. Du kannst dich nur von da unten. Ja. Komm her. Tun uns das Ende der Welt von dem Premiumplatz angucken. Ich glaube nämlich, das ist die Musik, wo dann halt die Welt untergeht. Zack, da kommt irgendein Planet, irgendwas flieht da runter. Au. Naja, mir sterbe eh gleich. Ich guck mich noch ein bisschen um. Vielleicht finde ich noch irgendwas. Jetzt haben wir halt das Problem, ne, dass der Sauerstoff weggeht, aber wie gesagt, ich bin der Meinung, wir sind eh gleich K.O. Aber hat das was mit der Rotsundo? Also das soll wohl die Supernova sein, überhaupt was damit zu tun? Ja, oh geil. Warte. Sie wird ganz klein. Und plupp. Arschrein. Da ist die Supernova. Wir sind direkt dabei. Nicht schlecht, hä? Aller Tschüss, ihr Leid, war schön mit euch. Tschüss, bis morgen.